Ja, heute geht es mal nicht sehr schön cool, dass man eine Dusche braucht. Es ist gestern auch wieder mal spät geworden und das ganze Video schneiden und so. Darum haben wir heute ein bisschen länger geschlafen als eigentlich geplant. Aber wir gehen jetzt gerade als erstes nach dem Morgen schnell posten. Das ist heute fast das Wichtigste. Wir haben endlich mal ein paar Sachen haben hier in der Villa, dass wir uns ein bisschen etwas Eigenes kochen können und nicht immer jeden Tag nur Nasi Campur essen, auch wenn wir es gerne haben. Und dann wird nachher sicher noch mal ein bisschen gearbeitet, aber das mal heute sicher nicht den ganzen Tag. Wir werden dann heute Abend noch so ein Event in so einem Coworking Space. Aber um was es dort dann genau geht, zeigen wir dann, wenn es soweit ist. So, wir noch in einem zweiten Laden. Der hat leider nicht alles gehabt, was wir brauchen. Es ist irgendwie mega schwierig, hier frisches Gemüse zu bekommen. Es hat zum Teil so noch nicht reife Tomaten oder wir hatten letztes Mal ein bisschen Pech gehabt mit Eier eben. Also frische Sachen. Früchte hat es mega viel, aber Gemüse ist eben schon cool. Oder mal so einen feinen Salat oder so machen oder irgendwie Gemüsepfanne. Ja, mal schauen. Wir hoffen, wir haben im nächsten mehr Glück. Ich habe Freude an der neuen Yogamatte. Ja, hallo. Oh, hoi. Ja. Und du wieder Hoi sagen, wieder einmal. Jetzt hat dir etwas mitgebracht. Du bist so herzig. Hui. Ja, auch wenn er uns immer ein bisschen wartet, nicht kackt. Ja. Tschüss. Oh. The Bluetooth device is ready to pair. Das ist jetzt ein bisschen improvisiert. Der Avocado war noch steinhart. Jetzt probieren wir die irgendwie da ein bisschen anzubröteln. Und dann vielleicht noch ein bisschen mit Pilz und Ei. Und dann sollte das hoffentlich mit einem Toast sein, schon nach etwas schmecken. Das ist noch ganz schlecht. Es war einfach noch nicht. Das wird einfach nur 80 Millionen. Die werden dann so. Ich denke, das ist so hoch. Ich probiere jetzt nachher gerade ein Gruppenfoto zu machen. Wir haben es schon mal probiert vor ein paar Tagen. Hier sehen wir sonst gerade das Resultat. Wie ihr seht, ist Prissy, der Schwan, abgeschnitten oben. Und wir müssen schauen, dass wir im richtigen Moment kumpen und es war halt schwierig, dann den Ausschnitt zu bestimmen. Jetzt haben wir aber den Simon, der uns helfen kann, der via Serienaufnahme Fotos machen kann. Darum machen wir jetzt nochmal einen Versuch. Nicht normal. Vom einen Fotoshooting geht es gerade als nächstes. Jetzt müssen wir hier noch ein Bild machen von der Melli und mir am Arbeiten. Und für das haben wir einen super guten Fotograf von Globus Pocus, den Björn. Selbstverständlich. Stets zu Diensten. Wir haben ein Interview geben für so ein Kundenmagazin von der Berner Kantonalbank über das digitale Nomadensein.
Und für da brauchen wir jetzt noch ein Foto für den Artikel, wie wir am Arbeiten sind. Und ja, wir haben gedacht, wieso nicht gerade da schnell am Pool? Sonst sind wir ja eher drinnen. Aber fürs Foto, da macht halt schon ein bisschen mehr Fallen, oder? Warte. Soll ich mal schauen? überhaupt China-Taffeli? Ich sage China-Schlarfli. China-Taffeli. Sag mal China-Schlarfli. Was? China-Schlarfli. Schlarfli. Schläfli. Schlarf. Schläf. Schlarfli. Schläfli. Oh, genial. So, wir gehen jetzt ins Dojo an das Event, das ich erzählt habe. Ich bin knapp dran. Schauen. Wie das geht. Or frustrated or master procrastinator and just living a life that is not fulfilling. Maybe also we left a life that at an environment that was not right for us, not too many questions, and we also again the most first thing in the morning. So in my daily goals I always pick a frog, the thing I've been procrastinating on for ages. It can be my taxes, it doesn't have to be super work related. It has to be the one thing that you've been procrastinating on or you're very likely to procrastinate forever on. How is it? Okay. Jetzt hätte ich fast vergessen, den Vlog heute zu beenden. Dann kann ich noch etwas zu dem Talk sagen, den wir vorher gesehen haben im Dojo. Es ist ja dort ein bisschen darum gegangen, die Transition zu schaffen zwischen einem normalen Arbeitnehmenden und einem Selbstständigen. Also ein bisschen das, was wir jetzt gerade machen. Und ja, wir probieren jetzt gerade die nächsten Tage ein paar Sachen, die wir dort gehört haben, ein bisschen anzuwenden. Die zwei fangen jetzt morgen mit Meditieren an. Und wir probieren heute mal ein bisschen früher ins Bett zu gehen, damit wir morgen früher aufmögen, nicht so wie die letzten paar Tage. Und ja, dann würde ich sagen, in der Zwischenzeit macht es gut, passt auf euch auf, passt auf euch auf und bis bald. Tschüss zusammen.